Ibasa, der Meister! Das war so ein schönes Gefühl. Eigentlich, wenn man so mit allen zusammen ist, ne? Und alle freuen sich, das ist herrlich, oder? Das war letztes Mal, habe ich das Gefühl gehabt, bei der WM, wie wir Weltmeister geworden sind, ne? Das war geil, oder? Jeder hat sich gefreut. Yeah, Schlan, Schlan. Ich habe mich auch so gefreut. Ich habe mich so sehr gefreut, aber ich brauche immer ein bisschen. Bei jedem Fußball-Großereignis, egal ob Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, ich brauche immer eigentlich die komplette Vorrunde, bis ich gerafft habe, dass die Bayern jetzt auf meiner Seite sind. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann das nicht ausschalten. Ich kann da nicht die ganze Zeit Bundesliga gucken und immer wenn die Bayern spielen, denken, naja, du Hurensohn, du Verräter, ich hasse dich. Aber dann in der Nationalmannschaft, ne, das ist mein Junge. Bester Mann. Aber gut, es sind viele Bayern in der Nationalmannschaft, man kann nichts machen, ne? Wie doppelt geil eigentlich, dass genau dann, wo Deutschland Weltmeister wird, da sitzt der Hoeneß im Knast. Wie geil ist das? Das kannst du ja gar nicht geiler ausdenken, oder? Das ist Karma, fucking you back, oder? Immer, man weiß ja nicht, ob der das überhaupt gesehen hat, oder? Ob der das WM-Finale gucken durfte. Oder meinst du, die haben da Public Viewing im Knast gemacht? So, alle bitte raus, schön im Hof aufstellen, Public Viewing, Freunde. Ja, vielleicht hat er es nicht gesehen. Vielleicht haben die auch gesagt, nein, Herr Hoeneß, tut mir leid, heute ist kein Fernsehtag. Sie können sich gern ein Brettspiel ausleihen. Tempo kleine Schnecke ist noch frei. Weiß man noch nicht. Und wie ist das jetzt, wenn die Bundesliga läuft? Meinst du, der hat das Sky auf der Zelle? Nee. Oder ist das so? Du gehst du so den Zellengang lang und dann über einer Zelle so ein Schild, Sky. Und dann drunter noch ein Schild, ne? Jaffe. Nee, wahrscheinlich muss der da, genau wie wir Normalsterblichen auch, die Sportschau gucken. Ne? Da gibt's dann feste Fernsehzeiten, da wird abgestimmt, was geguckt wird unter allen Gefangenen. Ne? Wahrscheinlich gibt's dann so einen riesigen, behaarten Typen, der steht dann immer auf und sagt, Herr Hoeneß, samstags gucke ich eigentlich immer unser Charlie. Es sei denn, Sie sind ein bisschen lieb zu mir. Ja, jetzt sind diese Bilder nicht mehr nur in meinem Kopf. Dafür seid ihr auch da. Gut. Es war trotzdem geil. Ich habe trotzdem so gefeiert, als wir Weltmeister geworden sind. Ich habe mich so voll gemacht, ne? Ich war so besoffen. Ich bin am nächsten Tag aufgewacht. Ich wusste nichts mehr. Dann habe ich die Zeitung aufgemacht. Bin ich nochmal Weltmeister geworden. Ich habe mich so gefreut. Jedes Bild habe ich mir reingezogen. Wie die Mannschaft hier landet ist in Berlin mit dem Flugzeug. Das war geil, oder? Das war gar nicht, als wäre das eine Fußballmannschaft, sondern man hatte das Gefühl, das ist ein Junggesellenabschied, der aus Malle zurückkommt, ne? Hätte nur noch gefehlt, dass der Großkreuz so eine Gummipuppe aus dem Cockpit hält. Scheiß drauf, Weltmeister ist nur einmal im Jahr. Der Großkreuz ist sowieso, warum ist der kein Kölner? Da ist doch was schiefgelaufen, oder? Im Herzen ist der Kölsch. Ich weiß, er hat gesagt, wenn er wechselt, irgendwann nochmal, dann zum FC. Warum? Wann kommt er denn? Die Türen sind auf. Was ein sympathischer Junge, ne? Gut, mit Döner schmeißen, das ist, selbst in Köln, ist das Assi. Mit scharfer Soße, das ist bar. Aber besoffen in die Hotellobby pissen und danach Weltmeister werden, ohne nur einmal gegen den Ball getreten zu haben, das ist Chef. So haben wir das alle auch gemacht. Ich habe mich wirklich gefreut, ne? Ich habe mich so gefreut, mein Herz war voller Freude. Und als der Poldi den Pokal hochgehoben hat, mir sind die Tränen gelaufen. Ich habe mich so gefreut. Aber dann hat mir Helene Fischer alles kaputt gemacht. Alles. Nein. Da kommt die da raus und singt dieses Lied. Ey, wir zerreißen uns seit Jahren das Maul, ne? Wer in der Nationalmannschaft vielleicht schwul ist oder nicht. Aber dass die ganze Truppe sich mit Friseusen Disco-Bums-Musik aufpeitscht. Da haben wir alle weggeguckt. Das war uns egal. Keiner hat was gesagt. Und das waren nicht nur Einzelne, das waren alle.
auch der Poldi. Lukas, warum? Warum klatscht du mit der ab, ey? Der kann von mir aus nach jedem Spiel mit der Merkel in der Kabine nackt zu Anaconda tanzen. Das ist mir egal. Aber mit Helene Fischer Polonaise machen, das geht nicht. Ich habe Angst vor dieser Frau. Dieses Lied hat mich verfolgt. Den ganzen Sommer, überall, wo ich war. Atemlos, atemlos, atemlos. Ich habe es am Ende nur gelesen irgendwo. Schon war es in meinem Kopf drin. Das musste man mir operativ entfernen. Ey, wisst ihr, was für Leute auf dieses Lied abgehen? Leute, die ich seit Jahren kenne. Die stehen plötzlich auf, wenn das Lied kommt. Und ich bleib an der Theke sitzen und denk, wer bist du denn? Was tust du da? Was haben sie mit dir gemacht? Ich hab Angst vor der. Die Frau ist überall. Da stimmt was nicht. Die ist überall. Ich mach den Fernseher an. Hallo, ich fahre den neuen Sportsfan Helene Fischer Edition. Nein! Dann lauf ich weg, mach ich einen Briefkasten auf, ist ein Chibo-Heft drin. Die neue Helene Fischer Schmuckkollektion. Nein! Dann mach ich wieder einen Fernseher an. Ich bin ein Gourmetle. Nein, bist du nicht! Dann laufe ich am Douglas vorbei. Ah! Helene Fischer ist der Teufel. Das stimmt, irgendwas stimmt. Das Schlimme ist, die ist zu perfekt, oder? Die ist zu perfekt. Die ist wie so ein Android, ne? Ja, bei mir ist alles in Ordnung. Kommt zu mir, fühlt euch wohl, ich bin wunderschön. Es ist alles in Ordnung, keine Probleme. Folgt mir ins Licht, kein Problem. Geht mit mir mit, ja, ich bin wunderschön. Alles in Ordnung. Und alle feiern die ab. Und das, was mir richtig Angst macht, ist, anscheinend ist das neue Frauenbild, ne? Möglichst harmlos, möglichst niedlich, schön aussehen, Schnauze halten, so. Niedlich muss man heute sein, ne? Nicht schwierig, man darf nicht schwierig sein als Frau, ne? Wenn du schwierig bist, dann bist du zickig. Oh, was ist du zickig? Was ist du schwierig? Wenn du im Bewerbungsgespräch sagst, ich will aber dasselbe verdienen wie der männliche Kollege. Oh, was ist du zickig? Oh, was ist du zickig? Das willst du nicht. Man muss niedlich sein, niedlich, süß. Süß muss man sein, ne? Mit allen klarkommen. Süß, süß. Man sagt sich das auch untereinander. Wenn man als Mädchen untereinander weg ist, ne? Sagt man mal, süß siehst du aus, süß. Hi, Süße, süß. Ha, ja, danke schön, ich bin so süß. Danke schön, danke. Bloß nicht schwierig sein. Sonst kriegen die Jungs Angst vor uns, ne? Deswegen. Weil die Jungs immer mehr verweichlichen. Ich habe letzte Woche den neuen Bachelor gesehen. Was ist das denn für ein Lappen? Wie alt ist der? 5? Ich weiß, warum der die Mädels mit dem Chauffeur ankarren lässt. Der hat doch keinen Führerschein. Zwei von den Mädels haben dem so eine Flasche Wein mitgebracht. Ich hätte ihm eine Milchschnitte geschenkt. Hier. Was willst du mit dem Typen anfangen? Stell dir mal vor, du schleppst so einen Typen ab. Da läuft doch im Bett nichts mehr. Dem liest du noch eine Geschichte vor. Und dann deckst du den schön zu, das war es. Und der hat doch so einen geilen Bart gehabt, ne? Das ist jetzt Style, das ist jetzt in, ne? So ein Bart haben, Vollbart. Jeder Typ hat heute Vollbart, ne? Egal wie viel Bartwuchs, ich lasse es wachsen. Jetzt sieht aus wie eine fusselige Funz, aber ich trage es im Gesicht. Das ist verwirrend. Das ist für die Mädchen verwirrend, oder? Wenn du heutzutage einen vollbärtigen Typen kennenlernst, mit nach Hause nimmst, da weißt du nicht, ist das ein Hipster oder ist das ein Salafist? Will der mir seinen Jutebeutel schenken? Oder soll ich mich damit verhüllen? Ich habe keine Ahnung. Oder du lernst Jungs kennen, die sagen, die haben dann so, die haben dann so eine Sache, die sind irgendwas. Veganer. Ich bin Veganer. Oh, sexy. Nice. Du bist Veganer. Was ist das? Ein Typ, der Veganer ist? Dem ist doch der Pimmel abgefallen, oder? Was willst du mit dem machen? Ey, und ich hab nix gegen Veganer. Wirklich nicht. Ich schwöre. Iss, was du willst, bums, wen du willst. Das ist mir doch scheißegal. Aber sei Veganer und halt die Fresse. Halt einfach die Fresse. Gibt's aber nicht. Es gibt keinen Menschen, der einfach nur Veganer ist und es dir nicht erzählt.
Jeder Veganer quatscht dir eine Frikadelle ans Ohr, wie sehr der Veganer ist. Wart ihr schon mal auf einer Beerdigung, wo dann irgendwer gesagt hat, Mensch, hast du gewusst, der Willi, der war 30 Jahre, war der Veganer. Nee, gibt's nicht. Jeder erzählt dir so Geschichten, oh, ich bin jetzt Veganer, aber das ist richtig gut, ich bin so fit. Und ich gehe jetzt immer in so vegane Restaurants, boah, das ist gut. Boah, da habe ich mir letztens so eine vegane Bolognese bestellt, boah, lecker. Richtig lecker, schmeckt so richtig wie Fleisch, aber ist nicht aus Fleisch. Ist aus so einem Fleischersatzprodukt, Pappe oder so. Und dann denke ich so, was ist das denn? Das ist doch übergriffig, oder? Ich meine, ich gehe doch auch nicht zu einem Veganer und sag, du, ich habe gestern eine Möhre gegessen. Die war komplett aus Hack. Dankeschön. Caroline Kebekus. Und auf die Caroline ein dreifaches Kolle! Caroline, deine Sitzung!